Hallo zusammen! Wir sind zurück im Let's Play vom Dave, das Taucherli. Und ihr seid wieder mit dabei, wenn es Gaggi spielt, und zwar auf Schweizerdeutsch. Allein, one and only, auf dem Kanal von der Perli Scheisse. Aber ganz allein. Wir fahren einfach weiter mit dem Spiel. Letztes Mal hat es ja geheißen, wir brauchen noch 7 Fischli, dass wir den Eröffnungsfeier planen können. Und ich denke, wir gehen auf die Jagd nach diesen 7 Fischen. Blub, blub. Und so. Genau, wir müssen ja noch 100 Goldstückchen verdienen, dass wir das Ganze wieder retten können dort vorne. Man sieht, die Bar ist recht kaputt. Erdbeben und so, ihr wisst Bescheid. Das heisst, wir montieren unsere Taucherbrille und hüpfen wieder los, oder? Los! 7 Fischli fangen! Lutsch! Europäischer Papageienfisch. In warmen Gewässern und in der Nähe von felsigen Korallenriffen. Okay. Kleine, wirbellose Frist. Aha. Die Bibel sind rot und die anderen konnte ich nicht mehr lesen. So, let's go. Also, wir haben 89 Blubberlis. Ich muss schon wieder schauen, wie wir... Es klappt jetzt wieder nicht, hä? Fast! Eigentlich bist du mir doch richtig von die Flinte geschossen. Ich habe einen! Einer von 7. Oh, das ist eine Qualle. So, komm. Komm. Ah, daneben! Ah, ich muss die Taste drücken. Auf dich warten. Batsch! Nochmal. Eine Dore. Ah, die schwedert von mir davon. Okay. Batsch! Noch ein weißer Fisch gefangen. Ein Salema Porci. Auf den aufpassen. Batsch! Rundkopf-Ledermausfisch. Okay, 4 Fische haben wir gefangen. Was ist das? Was ist das, was da so glänzt? X. Ein Stück Holz. Ein Trümmerteil von einem Schiffswrack. Hey. Batsch! Nochmal so ein blaues Fischli. Nochmal. Gucci-gu. Fangen, 6 von 7. Wie weit aber kommen wir dann? 22 Meter sind wir schon. Oh. Kommen wir jetzt? Oh, einen schnappen wir uns noch. Nicht zu den Qualen. Du Schlumpf. Und dann wieder. Kommen wir jetzt wieder. Warten wir da. Warte ich einfach da, bis der rote Fisch... Der war stark. Wo muss ich drücken? Ui. Ich habe ihn gefangen. Und zwar einen europäischen Blubberkrasfisch. Was ist das? Die Palme da. Abgeschnitten. Einsammeln. Eine Alge. Eine Alge habe ich eingesammelt. Das glitzert auch. X. Kupfer. Ich sehe schon. Wir müssen da wieder. Jetzt! Da kommt wieder Krampf über, wenn man so fest drücken muss. Was ist das? Da ist wieder ein Hölzchen, das nehmen wir mit. Was ist das? Geil, das füllt uns den Sauerstoff wieder auf. Nice Stein. Oh, dort unten sehe ich habe jetzt 7,4 von 9 Kilo habe ich schon eingesammelt. Da haben wir noch ein Kochtöpfchen. Finden wir dann aus dem Kochtöpfchen?
Kochtöpfchen unter dem Wasser ist bestimmt gut. Salz. Ja, dann stecke ich Eimer unten dran. Oh, wieder so eine Palme. Stecke ich Eimer im Wasser mit Salz. Dass niemand findet. Ah, wir tun hier nochmal ein Fischchen abschießen. Oh! Die Ruhe war zu kurz. Oh, nochmal, was ist das noch für ein Kistchen? X. Nice! Dann habe ich da jetzt einen klassen Hegel. Oha, hier kommt mein Katana. Haben wir jetzt gar nicht mehr etwas. Ich habe nochmal einen Fisch gefangen. So eine. Rein mit dem. So, wie viel habe ich denn noch? Jetzt ein Seepferdli. Batsch. 8,8 von 9. Eigentlich haben wir ja jetzt über 7 Fischchen gefangen. Und sogar noch andere coole Sachen ausgesucht. So ein roter. So ein roter. Kann ich so Lego hauen? Hauen! Ich will hauen. Sie blühten. Wenn ich mein Gewichtslimit überschreite, werde ich langsamer. Wenn du es noch stärker überschreitest, wirst du nichts weiteres tragen können. Okay. Was habe ich denn jetzt noch gefangen? Ich habe keine Ahnung. Ich tauche einfach mal auf. Weil dann bin ich ja absolut jetzt super organisiert, dass ich den Start von dieser Einweihung, von der Eröffnung mit dem krassen Sushi-Lädeli, mit dem Banco, Blanco, Roberto kann machen. Alles klar. Du hast ja scheinbar einiges fangen. Wenn du so weitermachst, wird unser Geschäft brummen. Oh, es ist schon hure spät. Wir müssen pressieren und alles vorbereiten. Fang doch bitte so zu der Sushi-Bar. Sushi-Zutaten vorbereiten. Jetzt wird's aber. Gut. Was haben wir da? Europäische Papageienfisch ist mein grösster Fisch mit 50 cm. 5 Minuten bin ich ein bisschen am Tauchen und 30 Meter tief. Gefangen habe ich 12 Fischchen. Ja gut. Ja, es ist doch ein profimässig. Und die kann ich jetzt ans Aquarium schicken. Okay. Diesen Tag ab und bereit. Okay. Übrigens kannst du nur 2-mal am Tag tauchen. Einmal am Morgen und einmal am Abend. Ja, nachher muss ich auch mützen und Sushi essen. Besorge Zutaten immer vor dem Abend, vor dem Nachtessen. Okay, das heisst, jetzt ist Abend. Das heisst, jetzt gehen wir in die Sushi-Bar. He? Let's go. Wenn du keine Speisen mehr auf der Karte hast. Ah ja, genau, das haben wir schon mal gelesen. Irgendwie muss ich wohl eine Speiskarte noch einstellen. Bis sonst nur die niedrigsten essen. Bongo, wie läuft's mit den Vorbereitungen? Wir sind fast praktisch fertig. Ich weiss nicht mehr, wie ich das letzte Mal geredet habe. Das ist gut. Also, auf einen erfolgreichen Abend. Und, wo willst du jetzt hin? Hat der Cobra dir das nicht gesagt? Aber jetzt sollst du mir in der Sushi-Bar helfen. Was? Aber ich verstehe nicht. Cobra hat zu mir gesagt, dass mir jemand bei der Beschaffung der Zutaten und beim Service helfen würde. Ich muss noch kochen, hat er gesagt. Und wer sonst ausser du könnte damit gemeint sein, hä? Moment. Aber ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Nicht einmal in einer Beiz, nicht einmal in einer Knelle. Bald werden die ersten Gäste da sein. Ich gebe dir einen Crashkurs. Was?
einfach mal Zutaten aufmachen. Okay. Machen wir. Hier kannst du nachschauen, wie viel Fisch, Feldfrüchte, Soße und andere Materialien du hast. 10. Ich habe ein Salz, ich habe ein bisschen Algen und ich habe ganz viel gute Fisch. Das langt fürs Erste. Und später nochmal für mehr Informationen. Okay, muss ich wieder zumachen. Prima. Ich zeige dir jetzt, wie man Menüs auf die Speiskarte dazu tut. Irgendwie muss ich da als Einziger arbeiten, habe ich das Gefühl. Neue Rezept müssen der Speiskarte zuerst angehängt werden. Also, damit die Gäste halt die Speiskarte lesen können und sehen, was sie überhaupt bestellen können, oder? Oh, das ist klar. Das ist klar. Für den Fisch, den du vorher gefangen hast, gibt es ein Sushi-Rezept. Jetzt machen wir das auf die Speiskarte. Ja, mehrere habe ich da gefangen. Ich sehe, der Sägebarsch der gibt 2 Münzli. Der Juwelen-Fahnenbarsch gibt 3 Münzli. Das gibt sogar 4 Münzli. Das 5. Das gibt sogar 10. Joi. Aha. Können wir mal ein bisschen anfangen, oder? Machen wir mal dazu. Alles klar. Das war nicht so schwer, oder? Zutaten auf Autokochen zu stellen, macht es einfach ein bisschen einfacher. Also nochmal zum Mitschreiben. Nur Gerichte, die auf der Speiskarte sind, können verkauft werden. Wirklich nicht so schön. Wenn du keine Zutaten mehr hast, musst du die Menüs auf der Speiskarte austauschen. Oder die fehlenden Zutaten beschaffen. Sonst kann ich sie ja nicht kochen. Klar. Du kannst auch das Aroma oder Gericht veredeln. Wenn du genügend Zutaten hast, probier sie mal aus. Du musst jetzt die Zutaten, die du gefangen hast, benutzen, um die Speiskarte so lang wie möglich zu machen. Da kann ich auf Autokochen stellen. Ja. Also. Dann nehmen wir das nächste. Dann haben wir auch 2. Wie viele Menüs haben wir dann? 4 insgesamt. Dann nehmen wir doch aber nur das. Das mundet noch ein bisschen mehr. Prima. Stellen wir gerade auch auf Autokochen. Yes, bleibt's. Dann nehmen wir das noch. Auch auf Autokochen stellen. Und das noch. Auch auf Autokochen stellen. Prima. Wie lange willst du denn da noch rumstehen und dich unterhalten? Bring mir eine Tasse vom grünen Tee. Ich habe Durst. Hast du schon mal grünen Tee eingeschenkt? Nein, nur so Limo. Noch so Krüseliwasser und so. Dann erkläre ich dir, wie man das macht. Fang zuerst rüber zum Cobra. X muss ich drücken. R. Oh, ich muss bis dort zum... Oh, perfekt habe ich das gemacht. Geilo. Grüntee mit der Klasse gut oder höher getrunken haben, zahlen mehr. Ah, primissima. Wie erwartet, ist Ankos grüner Tee was ganz Besonderes. Der Tee macht Appetit, kann richtig Hunger. Gibt's auch etwas zu essen? Anspruchsvoll wie immer. Warum servierst du nicht auch noch gerade etwas zu essen, wo du schon dabei bist? Also gut. Er ist am Köcherle. Und ich hole ihm da das Gericht. Komm zu mir rüber und nimm das Gericht. Okay.
kann seppeln. Ah, das schnelles Schwimmen kann ich hier auch seppeln. Aber ich kann ihn austun. Gut. Hallo? Du hast das Paket letzte Woche verschickt, meinst du? Warum habe ich es denn noch nicht? Ich kann nachschauen. Hey! Hast du gekocht? Aber er hat das Essen nicht einmal angelangt. Er ist immer so leicht abzulenken, du! Oh! Das Essen? Wir können es nicht nochmal rausgeben. Hey, das müssen wir fortrühren. Also, ich will es essen. Ich will mich opfern. Das ist doch eine mega Verschwendung. Es ist einfach wegzurühren. Bei Banco-Sushi serviert man nicht zweimal das gleiche Essen. Verstehe ich jetzt noch, so von der Ethik her. Aber der Dave könnte es ja essen. Hey, wir sind so rumgeschwädert. Alles klar. Verstehe ich. Dann müssen wir es jetzt fortrühren mit B. Scheiße. Alles sieht parat aus. Ich habe schon länger nicht mehr mit direkt für Gäste gekocht. Ich bin ein bisschen nervös. Vergiss nicht, Y zu drücken, wenn du die Speisekarte fertig hast, um das Restaurant aufzumachen. Restaurant, Heiz, Knelle, unser Schuppen. Registrieren, bevor die Sushi-Bar aufmacht. Ja, alles klar. Also, let's go! Open! Kommt, Giele, kommt! Also, Tee, Kinder, Tee? Grüner Tee für dich, grüner Tee für dich. Ah, ja, es ist gut für den Tang. Jemand will einen grünen Tee. Dann liefere ich doch mal die Ware aus. Prima. Oh, sie haben Freude, du. Banco, sie haben Freude, ich sag's dir. Die strahlen im Gesicht, wenn sie das essen können. Und ich muss absausen, dort wird jemand grünen Tee. Komm. Nicht pressieren, es kommen alle ein bisschen ran. Perfekt, haben das gemacht. Abmarsch. Moment. Menü. Hier hat man da schon alles von der Hörli gefressen, du. Duschen. Komm. Ein Tee. Komm. Das sorgt noch zu Stress aus dem Spiel. Perfekt, wie ich das gemacht habe. Ja. Das schmeckt er. Komm doch schon, Mädchen. Kann ich da hinten machen? Wo sind alle weg? Alle fort? Banco Sushi geschlossen. Schauen wir mal unsere Einnahmen an. 64 Münzli hier. Geilo. Ich habe 5 Flammen vom Handwerk bekommen. 64 Pätzeli hat es gegeben. Und einen Bonus von 5 Pätzeli. Sehr geil. Das habe ich jetzt nicht so schlecht gerockt, würde ich sagen. Oh. Zwischen den Grenzen. Video. Nicht! Dann will sie ein wichtiges Telefon abnehmen. So, aber bin wieder da. Den Satz haben wir ja, glaube ich, schon gelesen. Vielleicht auch nicht, ich lese ihn nochmal. Für heute ist die Arbeit endlich erledigt. Mein Rücken und meine Beine tun weh.
Du warst ein bisschen ungeschickt gewesen, aber nicht schlecht für den ersten Tag. Gib dir einfach beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr Mühe. Hä? Also ich glaube, aus deinem Maul ist das irgendwie ein bisschen ein Kompliment. Ein Mann soll keine Genugtuung aus einfachen Komplimenten ziehen. Okay, so klar. Egal wie es ist, ein Toast auf der Eröffnung vom Banco Sushi. Ein Toast oder ein Trost? Ein Prost. Prost. Herziger Tag. Also, ich muss nicht nur von Fisch fangen, ich muss auch Sushi noch machen. Holy! Achtung! Also, hat man jetzt gesehen, oder? Das ist nicht gut. Das ist nicht nur ein kleiner Kalamari-Fisch. Tschüss, Boot. Tschüss, Captain. Hoffe nicht, ich muss jetzt gerade zu dem Kalamari abschwimmen. Neusenstein. Wir sind bei Tag 2 angekommen. Gottes Willen, das Telefon schallt. Bist du da? Der da rumgetaucht ist. Ich glaube schon. Ich habe einen Typ erwartet, der voll professionell aussieht. Ich höre dich im Fall. Das weisst schon, gell? Ist ja gleich. Kannst du etwas für mich machen? Solltest du mir nicht einmal zuerst sagen, wer du überhaupt bist? Ich bin Eli. Ich studiere Biologie an der Graduiertenschule von der Universität der Philippinen. Ich bin kein bisschen arrogant. Ich bin nach Bericht über Anomalien in der Gegend hierher gekommen, um Nachforschungen anzustellen. Zufrieden? Okay, und was willst Ich würde gerne die Ökologie von dem blauen Loch untersuchen. Sorgt mir, aber zwar zackig. Erst etwas Agar-Agar und einen roten Seestern. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, nur nach jeweils einem von beiden zu verlangen. Ich brauche nämlich 2 von jedem. freundlich und so? Hä? Manieren? Respekt? Rotzlöffel? Eigentlich will ich gar nicht. Also, ich habe eine Belohnung, aber wenn du sie nicht willst, ist auch okay für mich. Eine Belohnung? Also abgelehnt habe ich ja noch nicht. Ich meine ja blöd, dass du ein bisschen anständiger sein solltest. Wie dem auch ist. Bitte pressieren, nicht umtrödeln. Rote ökologische irgendwas. Und ein Smartphone. Ich habe ein Smartphone bekommen. Ein Handy. Um auf verschiedene Inhalte zuzugreifen, sieh dir deine aktuellen Aufträge und mehr an. Aga-Aga und rote Seesternchen brauche ich. Und immer noch 100 Gold. Wie kann ich dann das Smartphone aufmachen? Da. Telefon. Bin ich denn da? Finde ich denn jetzt meine? Ah, To-Do. Du ist ja klar, To-Do. Ja. Das haben wir gemacht. Prima. Hauptauftrag. Und der da das grosse Zeug bringen. Gut. Den ersten Tag haben wir immerhin überstanden. Und das heisst, wir beenden die Episode mit dem Start vom Tag 2. Also, macht's gut, bis es wieder heisst, das Gegeli knüppelt und schwimmt und sushiniert. Bis dann, tschüss!